Okay, ich bin live. Ich erzähle euch jetzt, was ich mache, okay? Also, ich habe das Setup von Adi geklaut. Er denkt jetzt, ich werde auf ein Video reagieren, aber das mache ich nicht, weil ich habe da alles zur Verfügung und deswegen werde ich jetzt einmal sein Hintergrundbild ändern. Das ist das Erste, was wir machen. Und der Adi kommt wahrscheinlich nicht mehr, weil er gesagt hat, keinen Bock. Okay, jetzt sag's euch. Adi ist draußen und ich hoffe, er schaut nicht zu, weil sonst wäre es echt unangenehm. Richtig Chaos anrichten. Ja, wir machen mal was Ruhiges und zwar einfach sein Hintergrundbild ändern. Okay, jetzt zeige ich jetzt die Bilder. Seid ihr bereit? Da! Entweder nehmen wir das oder das. Ich kann sagen 1, 2 oder 3. Das ist Stream 3. Okay. 2. 1, 2, 3. Okay, die meisten sind für 3 tatsächlich. 3. Okay, nimm 3. Und mach das Sperrbildschirm. Süß. Okay, was ist der Plan? Ich habe tatsächlich keinen Plan gehabt. Ich habe einfach gesagt, ich gehe live und dann bin ich ein bisschen nervös von, weil ich checkt habe, ich brauche einen Plan. Man kann nicht einfach so live gehen. Das Ganze ist nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Ich bin übrigens von Mittwoch bis Sonntag da gewesen. Das heißt, ich habe die komplette Frauenfeld-Experience gehabt. Hast du jetzt ernsthaft in Schweiz-Trikot angehabt beim Frauenfeld? Ja, aber nur, weil meine ganzen Sachen waren so verschwitzt. Das war richtig ekelhaft. Ich habe leider 3 Tage lang angehabt und sehr gestunken und dann haben wir irgendwann dazu entschieden, einfach eins vom Adi zu nehmen. Und das Geile an der Sache war aber, ich habe beim Chiago-Konzert dann aus Versehen Partnerlook mit Chiago gehabt. Deswegen war das okay. Das ist Max. Max habe ich getroffen am Frauenfeld. Er ist mir sehr bekannt vorgekommen und dann habe ich gefragt, bist du der Koch? Und dann hat er gesagt, ja, der Koch. Und ich habe gedacht, das ist der Bruder von Dave. Hat sich aber herausgestellt, die sind gar nicht einmal verwandt. Okay, ich erzähle euch einfach, wie es bei uns war. Und zwar war es wirklich cool. Wir sind auch eingeladen worden, was uns sehr, sehr gefreut hat, weil ich wollte eigentlich schon seit die letzten 2 Jahren unbedingt, also wirklich unbedingt aufs Frauenfeld, aber es hat nicht geklappt und vor 2 Jahren, wisst ihr, was da passiert ist? Da habe ich mit Adi noch nicht wirklich Kontakt gehabt, also wir haben uns so ganz flüchtig gekannt von den Videos. Da er hat so ein Gewinnspiel gemacht fürs Open Air Frauenfeld und man hat nichts machen müssen, außer kommentieren und ich habe wahrscheinlich kommentiert sowas wie Hallo oder so und dann hat er das im Stream ausgelost, wer das Ticket gewinnt und dann habe ich das gewonnen, ich mich voll gefreut, weil die Wahrscheinlichkeit war bei 0 und dann hat der Adi gemeint, nö. Ich krieg's nicht, weil wir kennen uns. Am ersten Tag war noch nicht so viel los. Da haben wir richtig abgegangen, richtig viel Spaß gehabt, richtig viel Party gemacht. Am 2. Tag glaube ich auch noch. Und am 3. Tag eben war ich auf einmal so richtig müde und war so, ich will nach Hause. Also wirklich ein bisschen Drama geschoben, weil ich so, weiß ich nicht, fertig war. Obwohl es voll geil war an sich. Also ich wollte richtig Spaß haben, aber hat dann nicht mehr so funktioniert. Aber kein Problem, weil die Stimmung ist dann wieder nach oben gedribbelt. Cool. Und mein Highlight war Chiago und 1999, aber das ist immer mein Highlight. Und was richtig geil war bei dem Festival, ich weiß nicht, ob es das bei anderen auch gibt, aber es hat so einen Stand gegeben von MAC. Und da hat man so ein kleines Formular ausfüllen können. Dann haben die einen so geschminkt, so wie auf dem Hintergrundbild. Ich muss es euch nochmal sagen, es hat mich so gefreut, das war so geil. Die haben noch andere Looks gemacht, das interessiert jetzt keinen, gell? Aber das war, ich muss darüber reden, das ist mir wichtig. Voll der unaufgeräumte Desk, ja, das stimmt. Also jetzt no shame an Adi, aber das kann man einfach super zusammenlegen. Ich kann das jetzt machen. Das dauert 3 Sekunden. Das machen wir jetzt. Neu aufräumen. So. Besser. Der wird sich freuen. Nur in Basel und Solothurn wäre es eine Stecherei, sonst geht's klar. Ja, Basel soll echt kriminell sein. Letztens, Real-Life-Story, wir waren Fußball spielen in Basel da irgendwo. Und dann ist die Polizei abgepullt und die haben ihn festgenommen. Ja, okay, wahrscheinlich passiert das in Berlin alle 10 Minuten irgendwo, aber für mich war es ein krasser Moment. Mir hat beim Frauenfeld die Kette runtergerissen und ich bin mir ziemlich sicher absichtlich im Moshpit meine Frauenfeldkette. Und dann bin ich im Nachgang und hab gesagt, hey! Und dann hat er die Kette fallen lassen. Reacte auf dein letztes TikTok. Okay, warte, ich zeige euch mein letztes TikTok. Ein paar Leute meinten, es ist cringe. Also einer bei YouTube Shorts hat kommentiert, cringer Sound. Aber ich habe gestern beschlossen, das gestern wirklich zu Adi gesagt, das Einzige, was auf der Welt cringe ist, sind Leute, die alles cringe finden. Weil dann hast du wirklich keinen Spaß mehr im Leben. Weil wenn es alles, was irgendwie emotional oder funny sein soll, cringe ist. Irgendwie machen Festivals einfach Sinn, oder? Innerhalb von wenigen Tagen sieht man so viele Künstler. Ich bin 3 Tage lang frei und kann machen, was ich will. Man vergisst bei Festivals einfach die Realität und ich glaube, das passiert viel zu selten. Festivals sind was Besonderes. Wir sind alle aus dem gleichen Grund hier und man ist hier einfach wie eine große Familie. Deswegen, ich werde dieses Jahr jedes Festival mitnehmen. So, das war mein letztes TikTok. Ja. Und jetzt? Soll ich Adi holen? Komm mal auch nicht mehr zurecht. Oh, wisst ihr, was ich jetzt mache? Philippa hat mich gerade in einer Story erwähnt und ich finde, das ist der perfekte Zeitpunkt, um euch was zu sagen. Und zwar, wisst ihr eigentlich, dass ich eigenen Schmuck mache? Tulpele. Oh fuck, jetzt kommt Adi, jetzt kann ich nicht weitermachen mit meiner Promotion. Okay, Tulpe. Erstens, ich komme in den Stream rein, ich sehe das Hintergrundbild von Hannah hat das Hintergrundbild geändert. Das ist das Erste, was ich sehe im Stream. Zweitens, ich komme in den Stream rein, ich sehe, wie Pro Director, dieser Hund, Werbung für Tulpe in meinem Chat macht, wo ich Hannah streamen lasse, okay? Das ist das Zweite, was ich sehe. Und das Dritte, was ich sehe, ist, Adis 1996 Wetal 5 Subs gegiftet hat und du es nicht vorliest, Digga. Oh, danke für das Sub.
Adi. Also bin ich sehr durstig. Ja. Das ist wirklich schlimm. Zweitens weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Ja, kannst du mit dem Chat reden oder so? Habe ich schon. Ein Spiel spielen? Mach nicht so, sag's auch nicht, danke. Hanna sagt, sie hat Bock zum Stream, aber immer wenn ich mit Hanna ein Video angeguckt habe im Stream, hat sie nach der Hälfte vom Video gesagt, ist langweilig, kein Bock mehr. Ja, ein Video, das länger als 4 Minuten geht, das ist wirklich eine Zumutung mittlerweile. Ich hoffe, ich kriege jetzt einen Play-Button, weil ich würde mir den gerne aufhängen. Das habe ich mir schon vor 2 Jahren visualisiert, wie ich den in meiner Wohnung hängen. Schon seit 1 Jahr Vlogs. Wow, krass. Krass geil. Dafür habe ich mein ganzes Geld ausgegeben. Oh, ist das Video alt. Holy shit. Erstes Video oder anderes anschauen? Das ist ein riesen Vertrauensbeweis gerade von mir, weil das ist wirklich unangenehm. Erstes, ja, okay. Boah, ich werde jetzt rot, gell? Mir wird es zerreißen innerlich, aber egal. Mein Karten ist gestern beim Einkaufen abgelehnt worden. Ich leg meine Karten so drauf beim Biller. Sie sagt, hat nicht funktioniert. Ich denk mir, wundert's die? Ich hab kein Geld auf der Karte. Wie soll das funktionieren? Ich hab kurz vergessen gehabt, dass da nichts mehr drauf ist. Und dann frage ich sie, kann ich bar zahlen? Mit dem Wissen, dass im Geldtaschenlat zu wenig ist. Boah, das war eine ganz schlimme Zeit eigentlich. Ich hab da absolut kein Geld gehabt und hab mir dafür entschieden, auszuziehen. Einfach mal probieren. Das ist so wie wenn der Lehrer sagt, ja, holst die Aufgaben aus und du schaust nur so in deinem Rucksack nach, aber du weißt, da ist eh nichts. Der Moment war das. Und dann habe ich sie fragen müssen, können wir was zurücklegen? Ich habe zu wenig mit. Sie so, was denn? Was willst du zurücklegen? Und ich so, den Grießpudding vielleicht. War voll der Aufwand, sie hat alles zurückgelegt, dann habe ich halt das bezahlt, was gegangen ist. Oh, sorry, es ist einfach nur langweilig und es ist nicht, ich kann nicht. Kannst du es euch ganz selber anschauen? Diese Musik. Na, Adi schaut das gerade da draußen, ich kann nicht mehr. Nee, Mann, Adi hat mich da auch kennengelernt, von dem her ist es auch okay. Und der hat kommentiert, okay, cool. Ja, der hat das richtig gut gefallen. Ich bin richtig gespannt jetzt auf die Kommentare. Die Kommentare sind bei dem Video 100-mal besser als jetzt mittlerweile. Wie kann das denn sein? Gut, ich habe das jetzt nur für euch dann. Und das fällt mir wirklich nicht leicht, weil da cringet es mir weg, sobald alte Videos von mir sind. Jo Leute, die Cam ist aus und das ist für mich ein perfekter Grund, um zu gehen, weil ich bin schon müde. Ich glaube, ich war jetzt über eine Stunde live. Ja, muss sowieso jetzt die Wäsche aufhängen. Ich muss jetzt die Wäsche aufhängen, weil ich bin die Frau im Haus.